Salut zusammen, das ist der Rufus. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Diamonds Are Forever. Heute mit der AN94, das letzte Sturmgewehr, das wir bekommen. Und im Hintergrundvideo können wir doch gerade zu dem, dann haben wir das einmal aus dem Weg. Es ist ein bisschen geschnitten, es ist jetzt bei knapp 3 Minuten 40, glaube ich. Es ist ursprünglich mal etwas 9 oder 10 Minuten und ich kann nicht 10 Minuten über eine Waffe schnurren. Ich finde, so viel gibt es gar nicht irgendwie zu erzählen dann. Es ist auf Raid wieder einmal. Ich spiele sie hier lustigerweise mit Schalldämpfer und schnellem Magazin. Würde ich heute nicht mehr so machen. Und es ist aber ein ziemlich altes Gameplay, weil ich es hier in Core gespielt, genau. Und seit langem spiele ich eigentlich nur noch Hardcore. Und ja, das zeugt davon, dass es doch ein ziemlich altes Gameplay ist. Ich habe es mit 5 Perks gespielt. Geist und Flag Jacket, genau heisst das. Zähigkeit, Plünderer, Taktikmaske, Secondary habe ich keine gehabt und glaube ich die Primärgranate und eine taktische Granate habe ich glaube beides auch nicht dabei gehabt, wenn es mich nicht täuscht. Eben, es ist ziemlich geschnitten, aber das soll euch eigentlich nicht stören, es ist einfach nur irgendetwas hinten mit dieser Waffe. Ich habe sie schon lange nicht mehr gespielt und habe sie aber vor kurzem wieder mal vorgenommen, dass ich auch wieder ein Feeling habe dafür und euch auch zeigen kann, was mir so auffällt. Auffall ist mir extrem der Recoil ganz am Anfang, also eben schon lange nicht gespielt, dann habe ich es wieder mal vorgenommen. Der Recoil als der Rückstoß hat dazu geführt, dass ich doch das ein oder andere Mal den Gegner dann nicht mehr gesehen habe, weil es ein bisschen verzogen hat. Aber auch das gewöhnt man sich brutal schnell wieder, also das ist eigentlich kein grosses Hindernis, wenn man so will. Zu der Statistik, das Magazin ist mit 30 Schüssen normal und 40 Schüssen Extended Max. Durchaus im Mittelfeld ist nichts Spezielles. Max Damage ist bei 40 und Min Damage bei 24. Das ist ja auch etwa so im Mittelfeld, also nicht speziell gut, nicht speziell schlecht. Obwohl Max Damage bei 40 ist durchaus okay. Rounds per Minute, also so schnell wie ich kann schiessen, ist bei 600, das ist genau so schnell wie die Scar. Und wenn man die Statistik anschaut, ist sie der Scar eigentlich relativ ähnlich. Zum Beispiel 3-Shot Kill, also Distanz, wo 3 Schüsse einen Kill verursachen, 2 Schüsse gibt es nicht. Da steht sie an Stelle Nummer 5. Und zwar mit 108 Meter. Und vor ihr ist noch die Scar mit 145 Meter. Und dann ist ganz klar, da haben wir die SMR, die Pfahl und die SWAT, die eine größere Distanz erreichen. Wenn wir jetzt die, sagen wir jetzt mal in Anführungszeichen, spezielle Waffe, also Burst-Waffe, weglassen, dann ist sie an Stelle Nummer 2. Das heisst, sie hat eine extrem lange Range, wo sie tödlich ist. Das ist schon mal extrem geil. Ein grosser Downpunkt ist eigentlich der Reload, da hat sie brutal lang, da hat sie nämlich 2,39 Sekunden. Mir ist aber aufgefallen auf Aftermath, wenn ich sie mal gespielt habe auf Diamant, man kann den Reload sehr schnell und sehr gut canceln, also das spart man, ich würde behaupten, sicher etwa Sekunden. Und zwar, wenn man dann einfach sprintet, dann tut man die Animation skippen. Das ist sehr, sehr nützlich und hilfreich. Sonst, es ist eine extrem geile Klasse, man kann sie auch sehr aggressiv spielen. Mit Stack zum Beispiel und Leichtgewicht, da ist man dann sogar schneller als SMG, nämlich nicht 95%, sondern 105%. Eine brutale Waffe, probiert sie aus und das ist schon wieder gewesen. Auch wieder eine kurze Episode, aber ja, ich kann halt nicht 10 Minuten über eine Waffe reden. Merci vielmals fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Schönen zusammen!